Der Kampf gegen die Finsternis geht weiter, Leute. Hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Bereits im zweiten Duell gegen die Finsternis, sprich gegen den Trendsetter mit der finsteren Welt. Aber die Typen sind echt mühsam, ey. Yep, das wissen wir, dass seine Drew-Phase übersprungen wird. Das heißt, er kann keine Karten mehr ziehen. Das ist das Erste. So, aktuell sieht es ja ziemlich gut aus für uns, aber man hat es im letzten Part gesehen, man darf sich nie zu sicher sein. Gar nie. Und deswegen... auch nichts war. Der ist Stufe 5. Ich habe hier einen Stufe 4 Empfänger, und das ist ein bisschen doof. Verdammt. Muss das mal riskieren. So, ich aktiviere mal Schildstoß und vernichte sein verdecktes Monster. Hasta la vista, Baby. Und es war Gwen, der Taktiker der finsteren Welt. Na egal, jetzt kommt erstmal Silver, der Kriegsfürst. Und unser guter alter Goyo-Wächter wird mal das Monster vernichten. Juhu! Joho, Mann! Oh, den Jäger der finsteren Welt vernichtet. Und jetzt kommt immer auf unserer Seite des Spielfelds. Geil! Das ist ein 4-Sterne-Monster oder 7? 7, sag ich schon, 3 natürlich. So, 3 plus 4 gibt 7, okay. Silver, Kriegsfürst, greif an! Verdammt, ich darf nicht verlieren. Und wie du verlieren wirst, du alter Schrotthaufen, ey. So, gehe ich mal in die zweite Main-Phase. Spiele eine Karte verdeckt. Und Venom-Einzug. Ja, wie gesagt, es sieht schon wieder ziemlich gut aus, aber man darf sich nicht zu früh freuen. Vor allem nicht, wenn es um die finstere Welt geht, Leute. Dann wieder mal nicht am Zug. Und was ziehe ich da? Geier in der Finsternis, geil. So, rufe erstmal Rose, Kriege in der Rache. Und Synchro noch ein bisschen. Und wie schon im letzten Part wird es auch diesmal Zeit für den schwarzen Rosendrachen. Aber diesmal, ohne seine besondere Fähigkeit zu aktivieren. Yeah! Wir versuchen es mal auf die alte Art und Weise. Der mächtige Drache der Rosen. Tschüpp, und da ist er auch schon. Aber ein Pflanzmonster. Nicht die Fähigkeit, oder die andere geht auch nicht, wahr? Genau, weil das ist ein Kriegermonster. Okay, dann wieder mal Zeit für einen Angriff. Goyo-Wächter, vernichte sein verdecktes Monster. Juhu! Was denn das? Okay. Also nichts Besonderes. Und dann kommt also Wench, der Torwärter der finsteren Welt. Was für ein fettes Teil, hey. Nun den schwarzer Rosendrache. Direkter Angriff auf seine Lebenspunkte. Greife an mit schwarzem Rosensturm. Das gibt's nicht, das ist unfair. Im Gegenteil, das ist sehr fair. Silver, Kriegsfürst der finsteren Welt, Angriff. Mit der Klinge der Finsternis. Error, bin gleich down, Error. Tja, Kumpel, du kannst noch so viel Erroren, wie du willst, du bist wieder gleich down. Damit ist die Revanche geglückt. Ja, doch mal Zeit, den man das echt mal verloren habe. Peinlich. Yummy. Tja, nur zu. Das gilt ja auch für meine Monster. Geil. Tja, Transcender, auch das werde ich nicht mehr retten. Nicht mehr. Nicht schlecht. Gut, wenn wir mal sagen, es wird Zeit. Und zwar das Silver. Der Kriegsfürst der finsteren Welt, sein verdecktes Monster vernichtet.
Schwarzer Rosendrache, beende das Duell! Und das war's. Ein für alle Mal. Error 00404. Brr. Tja. Ein für alle Mal. Der kommt nicht wieder. Ah, Mann, Stufe Hochbonus. Dankeschön. Ah, wir haben's geschafft. Doch noch. Trotz der ganzen Strapazen. Geil. So, Gegenstände nur 1 und 7, Erfahrungspunkte, Bonuspunkte und 1000 Bonuspunkte. Geil. Wir haben es noch geschafft, ey. Meine Fresse. Yggdrasil 3E ist klar. Oh, Alter, was ist denn hier los? Die 3. Etage. Boah, das war knapp. Ich konnte erst gar keinen Schlüssel finden und dachte, das wäre ein Trick. Du hast nicht gerade viel Glück, wa? Gute Arbeit wie immer, Mr. Atlas. Sie waren sogar vor Yusei hier. Aber ich war nicht der Erste. Ja, das stimmt. Das war ein mysteriöser Duellant namens Michael. Tja. Ja, so bin ich halt. Nächstes Mal verliere ich nicht Michael. Hallo? Hab ich dich auseinandergenommen? Nicht, dass ich wüsste. Ja, vergiss, was? Vergiss Jack nicht, warum wir hier sind? Psst, er könnte dich hören, Leo. Er wird bestimmt nicht vor dir daran erinnert werden. Außerdem hast du deinen Spaß und nicht. Du siehst mir an, dass es mir gefällt, wa? Das muss so ein Zwillingsding sein. Das sieht doch jeder. Du, sag mal, Jose, die Teilnehmer fallen wie die Fliegen um. Glaubst du, dass sie hier Dark Signer sind? Man spricht die finsteren Auserwählten? Ich weiß nicht, aber irgendwas in diesem Turnier ist seltsam. Irgendwas? Der Trading Center kann die Fähigkeiten der berühmten Duellanten kopieren. Wenn sie auch die Szenenduellanten nachbilden, würden die ganze Kraft der Karten entfesselt. Und wenn das geschieht, haben wir eine Menge Ärger. Was meinst du damit? Wenn jemand mit bösartigen Absichten die Maschinen einsetzt, erscheinen Kopien von mir, Crow, Jack und anderen überall auf der Welt. Wenn alle sich mit bösartigen Absichten duellieren, kann keiner gegen sie bestehen. Das hört sich ziemlich ernst an. Damit wären sie die stärkste Armee der Welt, oder? Ja, sie könnten eine noch größere Bedrohung als die finsteren Auserwählten werden. Wenn das alles weiß, soll sie diesen Typen erledigen und seinen Plan durchkreuzen. Nein, das wäre jetzt so riskant. Und Bewegungen werden vom PDA genau überwacht. Ja, naja, sobald wir eine Dummheit machen, sind wir in Gefahr, wa? Ja. Und sobald wir etwas unternehmen, müssen wir uns direkt stellen. Mit anderen Worten, wenn einer von uns das Turnier gewinnt. Und was geschieht, wenn jemand anderes gewinnt? Ach, das wenn. Lächerlich. Wenn du wirklich so wenig Selbstvertrauen besitzt, dann tun sie einen Gefallen und geh nach Hause. Du glaubst, ich habe kein Selbstvertrauen, dann probier es aus. Kein Problem. Aber gib nicht mir die Schuld, wenn du dich verletzt. In Ordnung. Beruhigt euch. Wir sollten nicht zu viel Aufsehen erregen. Da, er ist wieder zurück. Duellanten. Ich möchte euch dafür gratulieren, dass ihr euch bisher so gut geschlagen habt. Aber ich mache es nicht, da doch ein langer Weg vor euch liegt. Um dieses Stockwerk abzuschließen, müssen zwei Transcender besiegt werden. Wie im vorherigen Stockwerk müsst ihr einen Schlüssel erhalten. Wer den ersten Transcender besiegt, darf den zweiten herausfordern. Wir müssen gegen 2 von diesen Puppen kämpfen? Das könnte schwierig werden. Die Verlierer werden nach und nach ausgesehen. Nun gut, ich wünsche euch viel Glück. Ja, wenn wir auch gebrauchen können. Oh, meine Fresse, wisst ihr was? Ich habe jetzt gar keinen Bock, hier noch was zu machen. Das machen wir erst im nächsten Part. Jetzt will ich erst mal wieder neue Karten kaufen und gucken, ob wir vielleicht sogar unser Deck wieder ein bisschen verstärken können. Wenn es mal nötig. Ja, mal gucken, das haben wir jetzt neue Packs wieder, oder alte, wie auch immer. Wedging Battle bereits, Starterdeck, okay. Crisis 37, ja, 62% immerhin. Dark Revelation Volume 3, an schlecht. Dark Beginning 2. So, Dark Revelation noch, Volume 3. Naja, kann auch gut gebrauchen.
Nochmal Crimson Crisis. Ja, und dann gucken wir mal, wa? Der Speerdrache. Nicht schlecht, nicht schlecht. Noch ein Captain und Spiegelkraft, geil! Oh, beide. Noch eine Spiegelkraft, juhu! Macht des Spiegels. Okay, weitere Schritte nochmal. Da Relation, was kommt hier Schönes? Die XYZ Kanone, okay. Da kommt Zurüstung. Der Trugbildritter. Ja, ist eigentlich eine starke Karte. Alter Schwede, was für geile Karten. Naja, teilweise. Normale Monster sogar noch, ist klar. Möbius! Ja, servus! Schupp! Oh, die Horusmonster kehren zurück, okay. Crimson Crisis! Dimension, ja. Schwarzflügel, sind auch schon dabei. Ja, okay, okay. Angriffswiederbelebung, sagt mir gar nichts. Heiliger Drache, Rachenaugen, einen normalen Kanal knicken. Sehr uninteressant. Dieser, der Große. Der fahrende weiße Magier, genau, er ist auf der Buster Blader. Horus, Möbius, yeah, der kommt garantiert ins Deck. Der weniger, der auch eher weniger. Ich meine, es ist ein cooler Effekt und so, aber die Beschwörung ist saumäßig. Übel, das sprich schwierig. Ja, schwierig, vor allem aufwendig. Erdlager und so ein Paladin, ja, eigentlich auch nichts Neues. Donnian, naja, auch eher weniger. Der ritt noch an, kann man gut gebrauchen. Und natürlich auch noch einen weiteren, wo ist er jetzt? Der Captain. Kyoko, Geisterstörer. Ja, für gewöhnlich schon an dem Deck wäre er ein bisschen fehl. Die Rüstungsechse, ist das Samurai schon wieder irgend so ein Typi. Die Ninjas, Myro der Dunkle. Fusionsmonster. Das ist eigentlich auch übel, oder? Für 7 Sterne da extrem wenig Erfahrungspunkte hey. Naja, egal. Die Kanonenpanzer, Sanix, was auch immer das sein soll. Sangam, bloß Hex im Schwarzen Wald. Ach, wie das Teil aussieht. Meteor der Zerstörung. Was? Oh, genau, 1000, genau. Ach, das ist Angriffsteleport. So, Angriffsüberlebung. Ach nee, muss auch immer. Was ist da wieder gemeint? Einsatz, naja, auch weniger. Schicksalstafel, Informant der Unterwelt, zahle 1000 Lebenspunkte und Typen den Anschauen des Monsters. Kann ja eigentlich auch mal eine gute Karte sein. Ist das Dreieck, Puppenmagie, naja, Stamm der Zerstörung, Stärkung der Moral. Super solarer Nährstoff, oha. Veränderungsstern, Wundergrube, Abrechnung von Anubis kennen wir bereits. Dramatische Rechnung, also mit amazonischen Monstern, genau. Macht des Spiegels, oh jessen, wie? Ja, irgendwo eine Bodenklappfalle. Die Karte kann eigentlich auch nützlich sein, oder? Kannst du durchaus mal überlegen, ob man die noch ins Deck nehmen will. Friedhofbombe, Grabräuber, Klebefallgrube. Immerhin halbiert. Kann auch ganz nett sein. Matronische Narben, Sakura-Zurüstung, auf jeden Fall. Sie werden sonst Banditen, vielleicht sogar raus nachher. Wir können verspotten, kosmische Festung Golga. Und das war's auch schon, Freunde. Ja, so schnell kann es gehen, wa?
So ein neuer Gartendeck oder so? Nö, das gleiche. Ich habe noch so wenig Prozent hiervon jeweils. Das ist echt übel. Hier, Wedging Battle. Oh, da gab es eigentlich kaum gute Karten für unser aktuelles Deck. Na gut, mach's trotzdem mal, weil es nicht etwas Neues ist. So. Mal gucken. Alles neue Karten. Jetzt haben wir gerade gar nichts, aber okay. Eisenkern, was auch immer das sein soll. Ich glaube, hier gibt es vor allem noch Support für die Schwarzflügelmonster. Stufenkrieger, der wäre eventuell noch was. Das ist eine Unterwelt, okay, genau der. Wenn falls keine Monster auf dem Spielfeld liegen, kann diese Karte das Malstück in der Hand als Monster der Stufe 2 beschwören. Moment, wie war das? Falls keine Monster auf dem Spielfeld liegen, genau Stufe 2. Also, falls dein Gegner Monster kontrolliert und du keine Monster kontrollierst, kannst du die Karte speziell in der Hand als Monsterstufe 4 beschwören. Der ist natürlich vor allem deswegen geil, weil ich da mit einem Synchromaterialmonster, sprich mit dem Fängen, kann ich da noch ziemlich gut variieren. Wäre also theoretisch noch eine gute Idee für ein Deck. Ja, aber ich denke, der Rest eher weniger. Rosententakel. Da, natürlich Abstimmung. Naja, ich weiß nicht, ey. Im Grunde genommen sind sie schon gute Karten, aber wie gesagt, für unser aktuelles Deck eher eine zweite Wahl, bis dritte oder gar keine Wahl. Naja. Trotzdem ganz nette Karten. Da mal gucken, was ich jetzt noch so habe. Nö, nichts Neues, okay. Gehen mal raus hier und gucken uns mal bei unserem Deck um, was wir jetzt da so Schönes, Neues hinzufügen können. Also dann Deck bearbeiten. Und schauen, das Ziel ist eben noch 40 Karten zu haben insgesamt. Okay, erstmal filtern. Und zwar erstmal nach Synchromonstern. Wir haben noch ein paar, denke ich mal. Die Lebenstrends dann eher weniger, die auch nicht. Aber dem vielleicht. Hey! Will er verarschen? Die ist eine verbotene Karte, die im Deck nicht hinzugefügt werden kann. Ja, was denn hier mit? Ich versuche es jetzt nochmal. Vielleicht kann ich ja nur immer eine verbotene Karte im Deck haben. Tatsache. Man kann eine verbotene Karte auf dem Deck haben. Wieso denn das? Das ist irgendwie unlogisch. Das ist ein Verbot. Ja, ist egal. Okay, gut. Geht halt nicht. Dann, aber das Zauber halte ich sicher mal. Mal ganz kurz hier rein und gucke mal. Und so nach Verboten limitiert erstmal. Also wieder mal, der kommt wieder mal rein, genau, das ist immer eine gute Karte. Qual der Wahl geht also auch nicht. Na gut, dann halt. Was habe ich jetzt da noch Schönes? Schicksalsziehen eher weniger. Ich denke, so zaubermäßig sind wir sowieso ganz gut ausgerüstet. Außer eventuell noch seichtes Grau. War denn jetzt die Karte? Wo bist du denn, seichtes Grab? Oder natürlich Kraft der Magie, ist dann eben eine coole Karte. Oh, du meine Güte, wo ist denn das Teil? Na, komm schon, wo bist du denn? Zauber Repro, ne, muss auch 2 Zauberkarten ablegen. Diffusionswelle, okay. Sag mal, hat die bereits im Deck? Ne, haben wir gar nicht. Hä, wo ist denn das? Wo ist das Teil? Schmerzenteilnehmer auch nicht, also das ist genau eine Zauberkarte. Und dann haben die so genau. Mann, wo ist denn jetzt das? Alter, muss ich das nochmal anders sortieren? Von mir aus.
Und zwar nach Name. So, Seitensgrad, da haben wir es ja, endlich. Das ist eine Spezialbeschwörung, verdeckt in Verteidigungsposition. Ja, denk mal aktuell als Alternativ zur Monsterreanimation durchaus eine Variante. Vielleicht noch einen DD-Krieger raus, oder weil... Ja, ist eigentlich schon ein cooles Monster, aber grundsätzlich vom Effekt her und so... eher ein bisschen doof. Der geht ja eigentlich auch noch, Samurai, Schwertbaron. Stachelschraubenigel. Ja, der ist eigentlich auch ein cooles Monster, aber ja, wie gesagt, in dem Deck und so. Nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Wo ist eigentlich Teslos hin? Haben wir den bereits weggepackt? Sieht fast so aus. Plünderer. Angriffsbefehl, genau, war das. Tja, was sieht man da jetzt noch aus? Ja, muss also das Spiel entfernen, aber die Karte ist eigentlich schon noch gut. Vor allem mit unserer Strategie und so geht er relativ schnell auf. Ach, 3-9, immer so eine Frage. Okay, bis jetzt eigentlich viel zu selten eingesetzt, also kommt die weg. Für die gilt das gleich, kommt sie also auch weg. Einfach noch die Fallenkarten, dann kommt... jetzt der Countdown vielleicht. Ist ja eigentlich eine gute Karte. Das Problem ist bei uns jetzt ja eigentlich nur, dass wir nicht unbedingt so auf Zeit spielen. Wobei, wie gesagt, wenn der Gegner halt so einer ist, der auf Zeit spielt, wäre das schon noch cool. Und die Karte in den Empfänger und so, ich meine, irgendwie plötzlich mal zusätzlich 1600 Angriffspunkte an Monster hinzufügen, ist schon eine geile Sache. Ach ja, Leute, die Qual der Wahl. Ist doch immer so mies. So, filtriere jetzt mal nach Fallen noch. Und sortiere es mal noch nach Verboten limitiert, damit ich das noch schnell mal die Macht des Spiegels kriege. Dankeschön. Bodenklappfalle, wie gesagt, theoretisch eine gute Karte. Ja, jetzt haben wir sowieso wieder so viele Karten hier. So, wo bist du jetzt? Wo bist du? Sakura Zurüstung, hallo. Wo bist du denn? Ah, hier ist er. Gut, 8 Fallen, 12 Zauber. Dann kommt, wie gesagt, wir mal zurück zu den Monsterkarten. Dann kommt da hier rein zum einen mal die ja weniger, nochmal so ein Plünder Captain. Der, wo genau ist er hier? Genau, 2 sind immer gut. Jetzt haben wir noch gesagt, irgendwie... Wo ist der jetzt? Möbius, der Frostmonarch. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier. Möbius, der Frostmonarch. Gut. Jetzt will ich hier nicht sortieren, nicht filtern, sondern sortieren, genau, angriffspunktemäßig. Zaborg, Möbius, gut. Gaia, mittlerweile auch immer guten Arsch gerettet. Megasalber eigentlich auch. Breaker kann auch immer ganz cool sein. Rose wegen Synchro halt. Samurai-Schwertbaron, okay. Die beiden um mehrere Monster zu rufen, genau. Kriegerle Deinöde. Stachelschraubenigel. Ja, also das Deck gibt irgendwie schon Sinn, aber das perfekte Deck ist noch nicht. Da fehlt noch einiges, Freunde, aber egal. Ich muss sagen, fürs Erste haben wir es momentan, oder soweit. Dann gehe ich mal hier hin. Deck-Rezept-Menü.
speichere es mal. Hoffe, kann es auch irgendwie als zweites Ding speichern oder so. Synchro 1.1 und so, versteht ihr? Ja. Das geht natürlich auch so. Aber jetzt hätte ich noch gern mal den Namen geändert. Wie gesagt, Synchro 1 ist jetzt nicht mehr, ist bereits die 1.1 Version. Eigentlich eher sogar 1.2 oder so, aber egal. Wo haben wir es jetzt? Rezept und Rezept laden. Decknamen ändern. Ja, von mir aus. Synchro, oh, geht ja gar nicht. Ja, gut, machen wir trotzdem. So, komm zurück. Synchro 2, voilà. Und laden, laden, laden. Natürlich, nach der Ewigkeit. Menschenskind, ey, das immer so lange dauert. Gut, haben wir jetzt auch. Nochmal ganz kurz speichern. Und dann, wir Freunde, mal sagen, haben wir jetzt das erste Mal. Dann kann man dann mal vielleicht nach Offscreen überlegen, ob wir vielleicht doch noch ein paar Karten, Monstern und so austauschen wollen oder wie auch immer. Weil grundsätzlich ist es zwar schon ein starkes Deck, aber. Ja. Jetzt kann gebieterischer Ritter zweimal und vielleicht dann einen Stachelschraubenigel weg. Genau, den wollte. Jetzt sind schon wieder Stufenkrieg, genau, den wollte ich auch noch reinpacken. Da muss mal gucken, wollen wir das alles mir nach irgendwie Offscreen ein bisschen überlegen. Wie wir das genau machen wollen. Aber gut. So weit, so gut. So viel dazu. Im nächsten Part geht es nach hier weiter im dritten Erdgeschoss oder wohl eher dritte Etage. Gegen 2 Transcender und sonst alles mögliche, was uns hier noch erwarten wird. Das wird doch lustig. Lustig, frustig, tralalala. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds. Ciao zusammen.